doch auf! Jetzt hör doch auf, du wehleidiges Monster. Ja, das ist doch heiß! Ja, freilich, kalt wäre die Bügel. Ja, du verbrennst doch meinen ganzen Buckel, ich komme mir schon vor wie ein Greichert. Geh doch auf! Wenn du schreist, dann biete ich dich weiter. Nein, bitte nicht, hör auf, bitte, das klangt jetzt schon. Also gut, hör mal auf für heute. Ja, aber wehe, du jammerst, dass dich der Rheumatismus zwickt. Ich will dir was sagen. 5 Jahre Fegfeuer, das ist eine Orgelbegleitung mit Chorgesang. als gegen der Rheumatismusbehandlung. Das ist eine Wohltat dagegen. Ah, Papalapap. An meiner Behandlung ist noch keiner eingegangen. Ja? Meine Methoden sind zwar etwas seltsam, dafür aber umso wirksamer. Ja, da hast du recht. Seltsam, sehr seltsam sind die Mädel, aber es ist schon besser. Es ist tatsächlich besser. Siehst du das? Ja. Aber meckern müssen, gell? Ach, es ist ein Kreuz mit dem unnützen Zeug, was sich Herrn der Schöpfung nennt. No. Ja, Herrgott, ja, mir tut überhaupt nichts mehr weh. Ja, ja, ist ja alles prima. Ja, die Regierung kommen wir vor. Siehst du das doch? Was tatst du ohne mich? Ohne meine Trankerl und Kuren. Ja. Am Stecker müsstest du. Ja, du bist mein Goldamsel, Stasi. Was tat ich ohne die, wenn ich die nicht hätte? Wer darf mir die meinen Tee bringen, wenn ich nicht gut benannt bin? Oder wer legt mir denn einen heißen Ziegelstein unter mein Ducket rein, wenn es mir recht friert und wenn mir kalt ist? Du? Ich wüsste nicht, was ich tat, wenn du nicht mehr da warst. Du weißt also, was du an mir hast. Was? Ja. Du weißt also, dass du gar nicht leben kannst ohne mich? Was? Ja. Du weißt also, dass du ein verlorenes Schaf bist, wenn ich mich nicht um dich bekümmere? Was? Ja. Und trotzdem hast mich nicht geheiratet. Trotzdem bin ich ein sitzengebliebenes Mädchen. Ja, jetzt kommst du nicht wohnen, Junge, weiter. Ja, vielleicht geht der Traum in Erfüllung, hä? Ja, meinst denn du, ich möchte dich heute noch, ha? Hm? Was tat ich denn heute noch mit dir, du ausrangierte Bodenbürsten? Was bin ich? Also die Bodenbürste, die ein bisschen zusammenreißen, gell? Ich bin ein Mann in den besten Jahren mit einem soliden Bauwerk. Soliden Bauwerk, sagt er, mit dem Gestell. Da ist die Geld, mich auch nicht kränkt. Ich bin sofort gekränkt in meiner blühenden Männlichkeit. Blühende Männlichkeit, blühende. Ja, wo blüht denn bei dir noch was, ha? Du sag einmal, du hast mich wohl schon lange nicht mehr richtig angeschaut, gell? Meine liebe Stasi, ich stehe in der zweiten Blüte. Jawohl, du sitzen gebliebene Brennnesselwurzel da. Also, da sieht man, dass deine Augen nicht mehr richtig sind. Da schau mir mal an. Ich kann mich noch überall sehen lassen, gell? Ja. In der Blindenanstalt vielleicht, ja. Also, so wie ich gebaut bin, Ja. kann ich noch jedem Mann. Ja, es müsste nur der richtige Mann sein, im Traum erscheinen. Ja, als Besenhex. Nur auf dich mache ich keinen Eindruck. Ja, sag mal, bist denn du überhaupt noch ein Mann? Weißt du, ich hab schon lange nicht mehr nachgeschaut. Ne? Also, ich sag dir eins, ich hätte solche gute Partien machen können. Ja? Jawohl, Fürsten und Grafen haben sich um mich gerissen. Und du, was magst du 20 Jahre? Zusammen machen wir da jetzt einen Dienst miteinander. Und 20 Jahre hast du mir die Ehe versprochen. Du, da hab ich mich vielleicht versprochen. Ich sag dir was, versprochen von wegen. Du, ein Baron, der wollte mich sogar mal zum Essen einladen. Baron, ja. Weil er nicht gewusst hat, wie verfressen das du bist. Ja. Warum hast du noch nicht nur deinen Aristokraten, hä? Warum? Ja? Weil ich dich geliebt hab. Oh. Weil du der Traum meiner schlaflosen Nächte warst. Staselein, dieser Traum geht bestimmt noch in Erfüllung, gell? Jetzt hörst du aber auf. Ja. Also so ein Schmarrn geht noch in Erfüllung. Weißt du, was mich interessieren würde? Was denn? Wie die ausschauen müsste, die dich zum Heiraten bringt. Das darf dich interessieren. Jawohl. Mein Lieber, das kann ich dir schon sagen. Die ist ja noch gar nicht geboren. Oh ja, meine liebe Stasi, die ist schon geboren. Und wenn die da bei der Tiere geht, mein Lieber, da sofort das Heiraten im Sinn haben, das sage ich dir. So. Und wie müssen die ausschauen? Ja, schauen wir sie. Ja. Also pass mal auf. Also Sie müssten mal einen schwebenden Gang müsst haben, gell? Nicht so wie der Watschel die Anten, so, ja.
Ja, was schaust denn da mich an? Naja, jetzt seid ihr ja was, ne? Also, wo sind wir stehen geblieben? Beim Gang, ja. Also, Sie müssten schön wie ich, wenn Sie müssten schon reiten, müssen Sie. Und dann müssen Sie ein schönes Gewand haben. Schöne Kleider, nicht so die Fetzen. Also. Du schaust mir schon wieder an. Ja, ich muss dir anschauen, wenn ich mit dir rede. Also, kurz und gut, weißt du, wie es ausschauen müsste? Als wir die Sommerfrischlerin, die voriges Jahr beim Bachwirt in der Sommerfrischen war. Was? Die Sommerfrischlerin vom Bachwirt? Diese blöde Trutschen? Jawohl. Die mit ihrem angestrichenen Gefries? Gerade das angestrichene Gefries hat mir so gefallen. Hör auf. Was? Du, die hat doch immer ausgeschaut, als wäre, wenn sie im Mehltruhen reingefallen wäre. Ja, ich mag das Panierte, ich mag es ja hier. Also du, ich sag dir was, wenn ich mich so herrichten tät, als wir die... Ja. Da tat ja 100-mal, aber was heißt 100-mal? 1000-mal schöner ausschauen, als wir die. Du, hör doch auf. Da muss ja ein Ochs lachen. Ja, dann lach doch. Was? Also mit der nimmt mir das noch leicht auf. Was ihr Frauenzimmer für eine Einbildung habt, das ist unwahrscheinlich. Also, da sieht man, dass du auch nicht mehr ganz richtig im Kopf bist. Wieso? Sich in so eine vergaffen, wo neben ihm das schönste Blümlein verblüht. Also da gehört schon Portion Trottolosis dazu. Du, gell, Stasi? Du darfst mich ja nicht beleidigen, gell, das sag ich dir. Schau sie nicht an. Du Blechkandel, du Verrost, du. Na, warte, bis dich der Rheumatismus wieder zwickt. Und hinterm vorn. Den nackten Buckel, den bügel ich dir mit glühenden Eisen. Ja, mir fehlt da gar nichts. Gegenteil, ich fühle mich wieder jung, wie diese war. So. Ja. Du, jung. Ja. Da muss ich ja gleich lachen. Ich mag mich ja mit dir gar nicht mehr unterhalten. Du bist ja in diesen 20 Jahren, wo wir miteinander da auf dem Hof Dienst machen, ein alter Trottel geworden. Was? Ich dagegen hab mich jung erhalten. So, wo denn? Jung wie eine frisch erblühte Heckenrose. Hä? So, und jetzt geh, dass du über deine eigene Dummheit nachdenken kannst, du ausbrennender Kochsofen, du. Wo bin ich? Der Kilian! Ein Ausbrennenden Kochsofen! Ja, Kili, da, mein Lieber! Schon, noch lange werde ich brennen, merkt ihr das? Ich schau Ja, grüß Gott. Ihr kennt es ja recht ordentlich miteinander. Hast wohl eine kleine eheliche Auseinandersetzung gehabt, was? Ehrlich? Ja, sowas soll vorkommen, hat man sagen lassen, wenn man mal längere Zeit verheiratet ist. Ja, ich bin ja nicht verheiratet mit der Giftspritzen, um Gottes Willen. Na. Ach so, na, ist das wahrscheinlich die Wirtschafterin gewesen? Ja, so was Ähnliches. So, was mit denen ein bisschen hackeln miteinander, so ein bisschen Gaudi gibt auf dem Hof. Ja. Wer bist denn du? Die habe ich noch nicht gesehen bei uns im Ort. Ja, das ist ja nicht gut möglich. Weißt, ich komme von weiter her. So? Ja, in Obererding bin ich daheim. In Obererding? Ja, heißt denn da Stefan? Stefan? Stefan Riegler. Na! Was hast du denn? Ja, sag mal, bist denn du wahnsinnig? Der drückt mir mein Bratzen da zusammen. Die kann ich wegschmeißen, dieser ich. Also, ich heiße Nicke. Ja, wie ich sonst noch weiß, das habe ich schon vergessen und die anderen auch. Bin schon zu lang Dienstbote auf dem Sternhof. Ach, dann bin ich ja doch richtig auf dem Sternhof. Ja. Ich hab schon gemeint, ich hab mich verlassen. Drunten im Dorf hat's geheißen, ihr habt einen Haufen Arbeit, aber wenig Kind. So hab ich mir gedacht, schaust halt einmal rauf. Vielleicht habt ihr Platz für einen tüchtigen Knecht. Aber, da mal bist du ganz umsonst draufgestiegen. Ja? Sowas wie du kommt nicht in Frage. Na, was hast du an mir auszusetzen? Ich mein, du kennst mich doch gar nicht. Weiß gar nicht, ob ich gut arbeiten kann oder nicht. Naja, so war's ja nicht gemacht. Ich will dich nicht beleidigen, aber du bist zu jung. Viel zu jung. Also, das ist gespaßig. Das hat mir auch noch keiner gesagt. Ja. Ich meine, ich bin noch im richtigen Alter, wo es so lange noch am besten geht. Naja, das glaube ich schon, aber weißt, auf unserem Hof geht's nicht normal zu. Da ist es ein bisschen anders wie auf die anderen Höfe. Also, das verstehe ich nicht, das musst du mir erklären. Ich erkläre das. Kein normaler Hof. Na, da sitzt du mir nieder, Stefan. Ja, wenn ich darf, danke. Na, erkläre das, gell? Sag einmal selber, ist das ein normaler Hof, wo eine junge Bäuerin da ist, die kann man uns bitte anschauen? Ist das vielleicht ein normaler Hof, wo zwei alte Dienstboten schon jahrelang Dienst tun und wo kein Dritter nicht herkommen darf? Ist das ein normaler Hof, dass ein junges Mannsbild überhaupt nicht rein darf? Weil ein Bauer nicht anschaut? Und da schau her, so ist das bei Ja, so ist das. Haben wir schon oft geärgert drüber. Wir können es ja nicht machen. Kinder sterben schon seit ihren ganzen kleinsten Laders auf meine Schoß ist gesessen und Ja. geschuckelt habe, ist gleich und gelacht hat selber. Ja, das Lache ist ja dann vergangen.
bis den seligen Sternhofer geheiratet hat, gell? Ah, da schau her, dann ist also Witwe der Bayerin. Ja, 3 Jahre schon. Und doch erst 28 Jahre, gell? Naja, hat nichts Gutes gehabt in ihrer Ehe. Naja, dann hat noch der Band, der Schlang draußen im Wald, und dann war es Witwe gewesen, gell? Und seitdem, aber weißt du, wie viel mitgemacht hat mit ihm? Ist halt nicht kurz reden auf die Mannsbild. Und darum darf halt keiner rein. Und der Junge und der Bartler schon gleich gar nicht. Ja gut, das verstehe ich ja. Aber ich meine, was hat das mit mir zum tun? Ich will sie wirklich nicht heiraten. Ich möchte bloß Knecht sein dabei. Ja, das hat auch seine Bewandtnis. Es waren schon etliche da. Junge, saune, fesche, fleißige, ne? Aber es hat nicht lang gedauert, dann haben sie sich in die Barin verschaut, ne? Dann haben sie schon einen Heiratsreden angefangen und wups, waren sie wieder draußen. Du schau her, ist die so schön, deine Bayerin, dass sie jeder gleich verkauft in sie? Oh, ist ein sauers weite Männer, das sag ich dir, ja. Ja? Na ja, gut, dann kann man nichts machen. Dann muss ich heute mal Heisel weitergehen. Ja. Aber ich meine, es war ein schönes Arbeiten gewesen dabei. Es ist ein staatliches Anwesen. Okay. Aber mein Gott, nein, kann man halt nichts machen. Aber wegen mir hätte der Bayerin wirklich ihr Kammer nicht abschließen brauchen. Nein? Nein. Bei mir hätte es auch ohne abzuschließen ruhig schlafen können. Ja. Zuerst einmal die Männer anschauen und dann reden, gell? Nein, da bin ich mir sicher. Ja. Ich meine, du kannst da ruhig wissen, warum, wenn es dich interessiert. Ja, Frau, interessiert mich das dich, ja? Dankeschön. Aber vielleicht schon andere, hä? Ja, was kann der Mensch für ein narrisches Herz und eine narrische Liebe? Bist du versprochen? Nein, also versprochen bin ich nicht. Hast du ein Weib, hä? Ja, das erst recht nicht. Hm? Nein, da müsste ich zuerst einmal die kriegen, die mir einbaut. Ah ja. Und du meinst, dass die so schön ist wie unsere Barin, die was du da kriegst? Ja, die bestimmt. Ja? Ja. Ja, wie schaut's denn aus? Ja, du, wie es ausschaut. Weißt, wie es ausschaut, das kann ich dir schon erklären. Aber sonst eigentlich nichts. Ich weiß nicht, wie es heißt, nicht, was wohnt, nicht, was herkommt. Eigentlich gar nichts. Nur, dass das schönste Weib ist auf der ganzen Welt. Tja, für mich hast du ein bisschen einen Rausch gehabt, dann hast du Eva im Paradies gesehen, hä? Nein, Niki, das war kein Rausch, das war schon wirklich. Ja? Ja. Handgreiflich. Was, ich gleich handgreiflich werden. Nein, nicht so wie du meinst. Nee? Jetzt pass auf, Na, ich erzähl das. In Harting war's. Was, in Harding? Ja, Kirchweih war in Harting und Mhm. da hab ich's gesehen. Das erste und das letzte Mal. Was? Ja, und weißt du, ich hab's einfach angeredet und dann haben wir tanzt miteinander. Und wir tanzt die ganze Nacht haben wir tanzt Die miteinander. ganze Nacht bist du nicht dämisch geworden, hä? Ja, und geredet haben wir von der Liebe, von der großen Liebe. Ja, von der Liebe, die das Herz so voll macht, dass es für ein ganz Leben lang reicht. Ja, und dann, es war schon ein bisschen spät. Spät? Da sind wir dann ganz taumelig. Taumelig. Nein, vom Tanzen und vom Verliebtsein. Ach so? Ja, sind wir in den Wald gegangen und da habe ich ihr dann ein Puzzle gegeben. Bloß eins, nicht mehr. Bloß eins? Du bist ein schöner Depp, aber ich leider, ja. Ja, und da hat sie sich losgemacht. Fort was. Ja? Ja, ohne zu sagen, wer sie ist. Nicht einmal den Namen hat sie mir verraten. Okay. Ja, auf meine Frage hin, wie ich zu ihr sagen soll, hat sie gemeint, ich soll halt Salome heißen, wenn ich unbedingt einen Namen für sie bräuchte. Was wirst du, Salome? Ja. Hör auf. Für mich war das ein bisschen ein Spinnende, Herr Salome, der komische Name. Aber siehst du, seit damals kann ich ja bloß selber an die eine Dinge. Ich hab's schon überall gesucht, aber ich kann's einfach nicht finden. Naja, aber jetzt weißt du wenigstens, warum der Bayerin wirklich keine Angst haben mit brauchen wegen mir. Hätte deiner Mena schon keine schönen Augen gemacht. Nee. Ja, aber gut, ist halt auch bloß ein gespinnertes Frauenzimmer, also nicht. Nein, dir, liebe Tante, nimmer, du kannst mich gern haben. Du brauchst einmal Zeit, bleib einmal da. Was denn? Vielleicht lass es einrichten, dass du da bleiben kannst. Weißt du, ich habe ein ganz großes Wort bei unserer Bayerin zum Mitreden, gell? Weißt, Wirklich? Man weiß schon so lange kennen. Jetzt ist in der Kirche und im Dorf. Aber wenn es kommt, dann darf ich vielleicht gerne reden mit dir, oder vielleicht gerne dass du da bleiben kannst. Niki, das darf mich gefreut ist. Ja. Es war ein schönes Arbeiten bei euch. Ja, das glaube ich schon. Du müsstest mir bloß eins versprechen. Was denn? Du darfst nie sehen, dass eine Bäuerin hier auf dem Hof ist, sondern ein Bauer, der regiert, gell? Und dann darfst du auch nicht lieb und nett sein zu ihr. Im Gegenteil, grob und grantig. Gell? Also das kann ich dir ruhig versprechen. Ja? Du da brauchst dir keine Gedanken machen wegen mir. Was meinst du, was die für Augen macht, wie ich die behandeln werde? Das war das frei mir, ja. Jetzt gehst du Hand drauf. Hand brauchst du Nein, auch nicht. Jetzt gehst du eine halbe Stunde spazieren und jetzt eine Rede mit ihr und dann schreit schon, bleib in der Nähe, gell? Ist schon recht, dann geh ich jetzt dabei, gell? Ja. Also,
Für dich und du schreist mir. Ich schrei da. Gut? Ja. Für dich dabei. Ja, ich weiß schon. Ich brauch keine Angst haben wegen der, gell? Du hast ja dein Salami, weißt du? Ja. Ja, ist ja geil. Alles gut, Nickel. Da bist du auch ein Scheißkipfer. Und, die holt schon wieder. Sag einmal, spinnst denn du? Habe die Enkel getroffen. Ja, und wir hat mir der die Türen auf. Aber ihr wart voll ganz gemein, gell? Warum? Ihr habt so leise geredet, dein Besuch und du, dass ich kein Wort verstanden hab. Wegen dir werden wir uns heiser schreien, damit du es hörst, gell? War aber ein Mannsbild, gell? Ja, und was für ein sauberes Mannsbild. Muss aber ein Fremder gewesen sein, weil ich seine Stimme nicht gekannt Ja, hab. war ganz fremd, ja. Du, sag einmal, was hat er denn wollen? Was Interessantes? Was ganz Interessantes, was Spannendes. Bitte erzähl. Anastasia, kannst du das Maul halten? Ja, und wie auch noch? Na, halt's. Oh. Du, Nickel, dir werde ich gleich was erzählen, gell? Und der kriegt ja einen Nicolo, gell? Sag ja nicht Nicola zu mir, du. Sonst sag ich zu dir, hast ja- Anastasia. Oh, Anastasia, du, wenn du es noch einmal sagst, gell, du Hammel, du Gescherter. Und wenn ich ein Nicolo bin, dann bist du ein alter Krampus. Darfst du das auch? Was bin Jawohl. ich? Das liebst du sofort zurück, Wollt gell? ihr doch nicht ein? Kusch, du alte Wurst hab mit Nasenleger, du. Ja. Also, du, dir werde ich gleich was sagen, ich hau dir gleich ein paar runter, du. Sicher. Ja, was ist denn da herin schon wieder los? Warum dieses Weib hat mich schlagen wollen? Schlagen? Ja. Erschlagen. Du, Krampus hat der zu mir gesagt. Und ausgetrocknete Wursthaut. Mit Nasenlöcher. Ja, sag einmal, muss er mir denn das gefallen lassen von dem Hosendreh, ha? Lass dich ein bisschen zusammen, gell, sonst werde ich grantig. Also neugierig bin ich, wenn's ihr zweimal gescheiter werdet. Er? Nie. Schau ihn doch an, der wird doch schon wieder Na deppert. gut, ich wär deppert und du bist es schon. Also, Bayerin, hörst du das? Das ist doch zum aus der Haut fahren. Na, bitte nicht, sonst hupft der Kurfleisch so umeinander. Also es ist wirklich Schluss. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr zwar wieder vor lauter streitend Arbeit vergessen habt. Wer ratscht ja die ganze Zeit? Ich? Sag mal. Du hast es mal auf der Hand. Sag mal, Stasi, kannst du mir sagen, was da herinnen so stinkt? Hör doch! Was, ich? Du reißt dich ein bisschen zusammen. Jesus, das ist ja mein Essen. Weißt du, wie du auch aufhalten musst, du Zwetschgenmandel, du. Ah, na, dieses Weib, na, das ist wieder... Sag mal, Niki, Was? wie lang seid ihr zwei da schon auf dem Hof? Wie lange? Über 20 Jahre schon, ne? Seit 20 Jahren. Ja. Und seit 20 Jahren streitet ihr miteinander. Jetzt meine ich, hättet ihr euch allmählich zusammengestritten. Hm? Wir zwei, da kommt ja gar nicht in Frage. Wenn wir zwei nicht streiten, haben wir doch keine Gaudi, ich muss ein bisschen hitzen. Sag mal, Niki, hast du eigentlich noch nie ans Heiraten gedacht? Was? Ja, ich mein, dass du eine Frau suchst, nicht die Kinder hast. Ja, dir selber einen Hof kaufst. Dein eigener Herr bist du nicht, aber dies tun musst, was du die anderen Leute anschaffen. Naja, als Heirat habe ich schon ein paar Mal gedacht, ne? Aber ich hab's noch unterlassen, weil du hast mehr braucht, ich hab doch drin den Stiel lassen können, ne? Was, Niki? Mir zu lieb hast du nicht geheiratet? Ja, nicht nur dir zu lieb, mir zu lieb schon auch, ne? Ja, du bist doch wie ein Madel gewesen, du bist mir doch ans Herz gewachsen und da kann man doch, so muss man sein Glück hinterstehen, ne? Also, Niki, du bist und bleibst einfach ein guter Freund. Ja? Wir zwei, wir bleiben beieinander, gell? Ja, sicher, das heißt, wenn du mit heute oder morgen mal rausschmeißt, ne? So, Niki, ich dich rausschmeißen? Nee. Wo du doch die Hauptperson bist. Ja, ganz am das Sternhof. Mei, das, wenn's wieder gehört hätte, gell? Aber auch als Hauptperson wird's Zeit, dass mal unsere Arbeit kommt. Ja. Du, Barry, ich hätte mit dir ein bisschen was zum Aushandeln. Ja, ist denn das so eilig? Ja, das ist auch schon passiert, weil da sitzt du noch mal her zu mir. Hey? Ja, ist was passiert? Na, passiert ist nichts, aber es ist was Wichtiges, was ich mit dir reden müssen. Sitzt die her zu mir, geh weiter. Das macht es aber spannend. Also, Ja. was ist los? Ja, Barry, schau mal her. Ich mein, ich und die Stasi, wir sind immer die Allerjüngsten, gell? Aha. Dann haben wir einen Haufen Arbeit im Haus und im Hof und am Feld draußen. Die Ernte steht auch schon vor der Tür, gell? Ja, und da haben wir halt gedacht, ob wir uns nicht
ob wir nicht der tüchtige Graf nehmen könnten als... Ja, du hast schon recht. Ein paar Arme, die zugelangen, kann man wirklich brauchen. Ja, eben. Und weißt du was? Da stellen wir einfach zur Ernte ein paar Aushilfen mehr ein und dann schauen wir uns eine kräftige, tüchtige Tier an. Moment einmal, Barin. Eine kräftige Tier war nicht das Richtige. Ich meine, bei der Arbeit muss wir haben, gell, und dann, ich darf schon sagen, ein richtiger Knecht war schon viel besser. Ein Knecht? Ja. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Aber schau, ich meine das doch bloß gut. Niki, du weißt ganz genau, in dem Punkt lasse ich nicht mit mir reden. Nie mehr ein Mannsbild auf meinen Hof. Sag, jetzt muss ich dir mal was fragen. Du hast mich erst gefragt, ob ich noch nie ans Heiraten gedacht hab, gell? Ja. Du sag einmal, hast du in der Zeit, wo du jetzt Witwe bist, da waren da schon so viele Knechte da und war da nicht einmal einer dabei, ein tüchtiger, ein fleißiger, ein fescher Kerl, der was gesagt hast, ja, den darf ich zum Bauern vom Sternhof machen. Hm? Also gut, Niki, weil du gar so guter Freund bist und weil du mich schon so lange kennst, drum will ich dir jetzt was erzählen, was ich sonst niemandem gesagt hätte. Ja? Ja. Ich hab vielleicht schon wieder mal ans Heiraten gedacht. Na, mach keinen Plan. Ja, heraus. Allerdings bloß ganz kurz. Ja? Eine Nacht lang. Letztes Jahr in Harding war es auf So, Kirchweih. wo war das? In Harding? In Harding. Ja, du weißt doch, dass ich wegen dem Viechverkauf drüben war. Ja, freilich, da warst du drin. Ja, und der Verkauf, der ist schneller abgeschlossen, als wir geglaubt haben. Und weil ich in Kirchweih war, drum bin ich heute zum Tanzen gegangen. Tanzen bist du gegangen. Siehst du, Nickel, und da habe ich noch einen kennengelernt. Ja. Du, der hat mir so gut gefallen, dass ich sogar heute oft an ihm noch dran denken muss, obwohl es schon ein ganzes Jahr lang her ist. Naja, hast du nicht probiert, dass du wieder einmal siehst, oder was? Nein, wenn ich doch nicht einmal gewusst habe, wer er ist und wo er daheim ist. Und wie er heißt, weißt du auch nicht? Nein, ich habe mir nur seinen Vornamen gesagt. Ja. Er wollte nämlich unbedingt wissen, wie ich heiße. Ja. Aber das habe ich mir nicht gesagt. Genau. Ich habe gesagt, er soll Salome zu mir sagen. Was hast du? Ja, nicht. Also, so ein Haarbart ist mir für zwischen gekommen. Du, Stefan heißt er. Stefan. Das ist eigentlich ein schöner Name, Stefan. Ein bildschöner Name, muss ich schon sagen, ja. Mein Nickel. Nickel und tanzt haben wir zwei. Tanzt, dass ich gemeint habe, der Himmel geht auf und wir zwei tanzen rein. Ja, dann habt's von der Liebe gekriegt, von der ewigen Liebe, die also her heute, gell, und... Woher weißt denn du das? Woher ich das weiß? Ja. Ja, entschuldige, ich bin ja einmal jung gewesen, Ach so. oder nicht? Ja, weiß ich noch. Du, Nickel, und dann später, wie es also schon ein bisschen dunkel geworden ist, da sind wir noch ganz beschwipst. Ja, Glück. Ach, Nickel, von der Liebe natürlich. Ja, von der Liebe. Da sind wir dann durch den Wald spazieren gegangen. Und da hat er der Puzzle gegeben. Sag mal, woher weißt denn du das? Ja, weil ich auch mal im Wald gegangen bin früher, ne? Ganz einfach. Aber du hast recht. Da hat er mir noch ein Puzzle gegeben. Ja. Und siehst du, Nickel, bei dem Puzzle da habe ich es auf einmal mit Angst tun gekriegt. Dass er auch nicht anders ist als wie all die anderen. Schön. Obwohl es ja ein Schmarrn ist, weil er auch nicht einmal gewusst hat, wie ich heiße und was ich alles habe. Ja. Aber die Angst, die war einfach da und ich habe mich losgerissen und bin davon gelaufen. Naja, heute tut es mir fast leid. Ja. Und ich denke so oft an ihn. Nicht wahr? Wo er wohl sein wird. Da draußen stehen. Und ob er vielleicht ab und zu noch ein kleines bisschen am mitdenkt. Ja, das glaube ich bestimmt, ja, sicher. Ja. Aber wir sitzen da umeinander und reden über Sachen, die schon lang vorbei sind. Und zwar für immer vorbei. Für immer und ewig vorbei. Aber was nicht vorbei ist, das ist unsere Arbeit. So, also Niki, auf geht's. Ja, da hast du recht. Du, Barin, was ist jetzt mit dem neuen Knecht? Also gut, ich lasse mir die Sache durch den Kopf gehen und morgen reden wir noch mit Ja, morgen war es vielleicht schon spät. Ich weiß ja da einen tüchtigen, braven, feschen Knecht. Also ich glaube nicht, dass du mir da frei tust. Also gut, dass du jetzt sagen kannst, ich bin dickschädelt. Ja? Schickst mir morgen mal vorbei und dann rede ich mit ihm. Moin. Der steht schon da draußen und wartet aufs Regen. Also Nickel, du bist doch... Ich weiß schon, aber ich suche mir selber raus, gell? Aber das bist wirklich. Das war eine Gemeinheit. Also gut, in Gottes Namen. Dann schickst du mir halt einmal rein. Ja. Dann schauen wir mal an, was du mir da wieder aufhalsen willst. Das war? Ja.
Na, was ist? Was gehört mit dir? Ja, hab ich, ja. Ja, und bist du auf gleich gekommen? Bin ich. Ja, na, darf ich also da bleiben? Ja, noch nicht ganz. Also dann ist nichts mit dem da bleiben. Jo, eher schon wieder, ja. Also jetzt lass doch heute jedes Wort aus der Nase ziehen. Was hat's denn gesagt? Ja, also, sing das jetzt erst gerne mal, ne? Was singen? Ja. Ja, und meinst du, dass ich Aussicht hab, dass ich da bleiben kann? Ganz sicher, ja. Kann sogar sein, dass eine Lebensstellung draus wird, ne? Also Niki, ich bin ja so dankbar, ich werde mir mal ihr Kind gezogen. Nein. Vergiss nicht, was ich da gesagt hab. Eher Bess als lieb, gell? Schon recht. Brauchst du wirklich keine Sorgen machen. Du weißt, dass ich andere im Kopf Ich habe. weiß schon, du hast das Salami. Barin, Ja, was ist? komm mal raus, der neue Knecht war da. Ja, sagst du, ich komm gleich, gell? Ja, ich komm gleich. Schon recht. Also, vergiss nicht, was ich gesagt hab, gell? Eher grantig und Bess als wie lieb, ja? Ich halte dir beide Daumen. Oh, ist eine gute Idee. Die nächste Nacht da brauche ich nichts mehr arbeiten. Eigenartig. Es ist, als wenn man mit einer Kaiserin reden sollte. Dabei ist man doch ein bisschen merkwürdig im Kopf. Direkt Herzklopfen habe ich jetzt. Na, Stefan, was ist denn los mit dir? Wirst dich doch nicht aufregen wegen einem Weiberts. Ha, war er noch die Schiene. Also, Niki, dann stellst du mir die... Ja, Stefan. Was? Du? Das ist aber jetzt sehr überraschend. Das kann man wohl sagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir zwei noch mal zusammenkommen. Ich weiß gleich gar nicht, was ich sagen soll. Ich hab mir oft dran gedacht, an den Kirchweihtag in Harding. Und ich erst. War schön, gell? Wenn wir so tanzt haben miteinander. War wunderschön, wie wir so dahin geflogen sind über den Tanzboden. Und die Musik, die hat so schön gespielt. Ja, und die Sterne haben so schön durch die Band gefunkelt, gell? Ja. Und der Mond hat so schön gescheint. Ja, es war Vollmond damals, gell? Ja. Und war schon schön, wie wir so dahin geflogen sind. Und wenn wir noch so ein bisschen später durch den Wald spazieren gegangen sind. Ja, und wie ich dir dann das Puzzle gegeben habe. Also, du willst jetzt bei mir als Knecht einstehen? Ja, freilich. Ja, freilich als Knecht. Als was hast du denn sonst gemeint? Nix, was soll ich gemeint haben? Ach, nix, das habe ich so bloß so dahergeredet. Du, das passt mir für nicht, wenn mein Knecht einfach so daherredet. Moment einmal. Vorläufig bin ich noch nicht der Knecht. Hast du recht ein freches Mundwerk für einen, der als Bittsteller kommt. Brauchst nicht so tun, als wenn ich ein Bettler war. Das passt nicht zu dir. Ich trage dir meine Arbeit an und dafür muss bezahlen. Ist ein Glatzgeschäft, keine Bettlerei. Also, wenn du bei der Arbeit auch so bist, als wenn mit deinem Mundwerk, dann muss ich sagen, bis Gold wird. Ich glaube nicht, dass ich mich genieren brauche, deswegen. Wird aber nichts werden mit uns zwei. So. Und warum nicht? Weil du mir zu frech bist. Ich tue nämlich keinen Widerspruch. Ach, da schau her. Ein solchen bist du also. Ein herrische. Ein Mannweib. Eine, die unterm Kittel noch Männerhosen tragt, was? Tja, das hätte ich früher wissen müssen. Bei so einer bleibt die sowieso nicht.
Vierte. Moment. Was denn? Wer hat denn das gesagt, dass ich ein Mann weit war? Ich kann sogar recht viel Frau sein. Das heißt, wenn ich will. Magst aber selten, gell? Wenn mir einer gefällt, dann kann ich sogar recht lieb sein. Da schau her. Es stellt sich halt bloß die Frage, ob du jemand gefällst. Moment einmal, willst du damit sagen, dass ich vielleicht kein sauberes Frauenzimmer war? Naja. So von der Mitte abwärts geht's grad. Also da Herz ist doch auf. Ja, da hört's auf. Leider. Naja, im Gesicht bist du auch nicht so uneben. Du sag einmal, du redest von meinem Gestei aus, als wenn du eine Kuh kaufen möchtest. Also für eine Kuh, was da tut's dir? Die kaufen die bestimmt. So, jetzt ist aber nur. Ja, das ist mir schon lang. Ich hätte schon längst gehen wollen. Und du hast mich zurückgehalten. Ich hab dich zurückgehalten. Dass ich nicht lache, mir ist doch das ganz egal, ob du da bleibst oder gehst, bitte, da ist die Tür, geh doch. Fertig, gut. Moment. Was denn noch? Ja, wolltest du eigentlich nicht als Knecht bei mir einstehen? Ja, freilich, aber du hast dir nicht gesagt. Ich hab nein gesagt. Nicht, dass ich wüsste. Also, was ist jetzt? Soll ich da bleiben oder soll ich gehen? Ja, das werden wir noch überlegen. Es darf mich bloß interessieren, was da halt noch zum Überlegen gibt. Allerhand. Wie heißt denn du? Riegler heiß ich. Riegler. Ja. Und einen Vornamen hast du wie keinen? Also den, glaube ich, kennst du bereits. Ich? Könnte mich nicht erinnern. Nee? Komisch. Wie du reingekommen bist, vorhin, da bei der Tür, da hast du mich genannt. Bei meinem Vornamen. Ja? Ja. Okay. Sowas. Lass mich mal überlegen. Ah ja, ich glaube, Stefan heißt. Ja, Stefan heiße ich. Aber wenn mich jemand gern mag, sagt der Steffel zu mir. Das interessiert mich nicht. Also, Und du glaubst, dass du von der Bauernarbeit was verstehst? ich bin dabei aufgewachsen. Es wird wahrscheinlich so sein. Bist du verheiratet? Na? Verlobt? Na? Hast du einen Schatz? Ja. Dann wird's nichts werden mit uns zwei. So? Ich möchte bloß wissen, was dich das so interessieren hat. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann's ganz einfach nicht haben, dass mein Knecht bei der Nacht seine Madel in seine Kammer nimmt. Denn dazu ist mein Haus zu Ehrenhaus. Und mein Madler! Außerdem, gang jetzt gar nicht in meine Kammer. Denke ich mir zumindest. Ach, da schau her. Denkst du dir? Du hast es also noch gar nicht probiert, ob's geht. Na weißt, so weit sind wir noch nicht gekommen, dass es sowas fragen kann. Übers erste Puzzle sind wir noch nicht hinaus. Ist es sauber? Ja, sehr sauber. Sauberer schon wie du. Und danach habe ich dich gar nicht gefragt. Ach, ich hab gemeint, das interessiert dich vielleicht. Nein. Nein. Also gut, wenn du schon mal da bist, dann werde ich es einmal probieren mit dir. Jetzt einmal 4 Wochen zur Probe und dann schau ich mal, ob ich zufrieden bin. Ich werde mich bemühen, dass du zufrieden bist, Bayerin. Aber uns gleich zu Anfang. Der Bauer da auf dem Hof, das bin ich. Es hat sich schon manch anderer was anderes eingebaut. Der war schneller draußen bei der Tür, als wir reingekommen ist. Lass dir das eine Warnung sein. Ich werde mir's merken, Bayerin. Um 4 in der Früh wird bei uns aufgestanden. Dafür wird auf die Nacht früh ins Bett gegangen. Weil wer was Abend will, der muss schließlich auch ausgeschlafen sein. Das kannst du auch merken. Ich werde mir's am besten aufschreiben, damit ich vielleicht ja nichts vergiss. Ja. Und noch eins. Das Puzzle von damals. Ja? Das Puzzle, das hast du zum Vergessen. Und zwar ganz zum Vergessen.
Das war bloß ein Spaß. Ach so. Ja, freilich. War er bei mir auch bloß ein Spaß. Gut, dann haben wir ja ausgerückt miteinander. Niki, da rein. Stasi, rein da. Ja, was ist los? So, Niki, jetzt haben wir den eingestellt. Was du nicht findest, weiß ich zwar nicht, aber bitteschön da hast du, dass du Ruhe gibst. Ja. Und du, Stasi, du... Stasi! Ja, Stasi, du rückst die Kammer her für unseren neuen Knecht. okay. Ich glaube nämlich, er wird sie waschen wollen. Er hat's nötig. Ach ja, und wie heißt du, was dich... Ich kann mir dein Vornamen so schwer merken. Stefan. Aber wenn mich jemand gern mag, sagt er Steffel zu mir. Ja, wenn mich jemand gern hat, der sagt Nickerl zu mir. Und du merkst er, das wird bei uns am Hof nicht leicht passieren, dass jemand Steffel sagt. Ach, nein, kommt sich wieder gut. Ja, das kommt mir auch so vor. Oh, was muss gehen? Ja, nur meine Verhaltensmaßregeln habe ich gekriegt. Aha. Also dann bist du unser neuer Knecht. Hast du das erklärt? Grüß dich Gott, ich bin der Stefan. Auf das habe ich schon lange gewartet. Ich bin die Stasi. Freut mich. Ich glaube, wir werden schon gut auskommen, wir zwei, ha? Ganz bestimmt. Steffel. Jetzt zeige ich dir deine Kemenate. Ja, ist die da drin? Ja. Ja, danke schön. Ich glaube, ich finde es verloren. Siehst du das? Das ist ein Mann. Ja. Und nicht, dass er ausbrennende Ölfunzel ist wie du. Was? Ja, gib ich ja aus in die Ölfuße. Vielleicht alle noch ein Licht aufstecken, da wird's aber schauen, wer ihr will. Stasi. Stasilein. Stasi Zinzelein. Lass mir doch mal Ruhe. Das erste liebe Wort nach 4 Wochen wieder. Sag mal, bist du mal noch bei, Stasi? 4 Wochen redest kein Wörter mit mir. Du, Stasi, ich hätte eine große Bitte an dich. Ich hätte auch eine an dich. Ja, was denn? Dass man mal Ruhe lässt. Stasi, die haben wir dann immer lassen, der Ruhe, gell? Das weißt du. Ja, leider. Was möchtest du denn? Du, ich hätte eine Frage, ob du nicht wieder... Mir reicht schon wieder da hinten ein bisschen so das rheumatische Helle. Ob du nicht wieder da hinten mit dem Biegel am Buckel biegeln darfst. Lieber, auf für oben. Tut dir der Buckel wieder weh? Ja. Zwickt dich der Rheumatismus Ja. Sollte die brave Stasi das Buckel wieder bügeln? Ja. Fällt mir doch gar nicht ein. Geh doch zu deiner Sommerkurs und lass dir von der deinen Rheumatismus rauskitzeln aus deinen morschen Gebeine. Die ist ja gar nicht da, die ist an die See gefahren, das hast du mir das letzte Jahr gesagt. Ja, dann fahrst halt sie an die See. Die wird sich freuen, wenn's die sieht. Dann lass mir doch mal Ruhe mit dieser Sommerkurs, was geht die mit ins Waldspiel da? Du schrei nicht so mit mir. Was schaut dir das windige Mandel und Ich bin kein windiges Mandel, merkt ihr das? Ich bin vielleicht ein bisschen ramponiert. Jawohl. Und dieses ramponierte Regenschirmgestell kannst du deiner Sommerkurs als Weihnachtsgeschenk unter den Christbaum legen. Der Fakunis, der Breitlebenen Kurs, der Breitlebenen. Schiene ist auf alle Fälle wie du verrost die Missgabe.
Schaut dir doch dieses Mannsbild an. Gerade hätte sich mein Herz wieder erweichen lassen. Fangt der wieder mit diesem Mistamsel an? Wer fängt du? Du hast doch angefangen damit. Doch gar nicht wahr. Lüg doch nicht so. Hast du nicht gesagt, dass sie viel schöner ist als wie ich, hä? Ja, das stimmt ja. Die Wahrheit muss man doch sagen, sonst war sie ja Sünd. Gegen die bin ich ja direkt ein Blümlein auf der Wiese. Ja, und ich war der Ochs, der die fressen müssen. Also, wenn ich mir solche Fetzen am Körper hinschmeißen darf, Ja. dann darfst du mal schauen, was da rauskommt. Ja, das glaube ich, ja. Das. Vielleicht nicht, Ja, ha? ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe mir schon oft gedacht, als ich wenn viel Geld hätte, Stasi, ich darf die direkt vergolden lassen. Wirklich? Ja, damit man deine Runzeln nicht so sieht. Was hab ich? Runzeln? Also, das lassen wir nicht fallen, das nimmst du sofort zurück, gell? Das ist gar nicht ein. Also, das ist ja sicher eine Gemeinheit. Ich geh aufs Gericht. Jawohl, ich geh aufs Gericht und zeig dich an wegen Runzelbeleidigung. Kosch, jetzt bist du mal stark, gell? Noch lange nicht, du. Der Scharfrichter wird dir dann schon sagen, ob du mit mir so umgehen kannst oder nicht, Bist gell? jetzt stark, du Besen, du Beser. Noch lange nicht. Du schreien du so lange immer, gell? Und jetzt schrei ich, bis mir das letzte Lifterl aus der Lunge ist. Und ich hab eine gute Lunge, gell? Merkt Du ihr nicht? sollst jetzt Du am hast mich Start, im Scherzen Was ist denn mit euch zwei schon wieder los? Weil dieses Weib ist noch mal mein Tod. Das sag ich dir. Was hat's denn gegeben, Herr Stasi? Verhöhnt hat er mich schon wieder, der Balzi, der Hund seid er nicht. Aber hast schon recht, Stasi, du. Wenn die Mannsbilder parieren sollen, dann taugst unter. Ja, freilich. Das tue ich schon. Mir wird das eine Hose da schon nicht her. Und so ausgewahrte Windhosen schon gleich gar nicht. Und wenn er noch einmal so frech ist zu mir, dann beitelt ihn raus aus seinem Gewandel, dass er meint, er ist niemals drin gewesen mit seinem Bornerhaufen. Sich an mir vergreifen wollen, an mir armen, schwachen, hilflosen Weib. Fei! Ist sie nicht eine Messelina, ha? Nicht gar so unrecht ist die Stasi ja nicht. Oh. Du, ich wüsste dir ein Mittel und sie wäre zahm wie ein Teiberl. Die zahm? Was waren das für Mittel? Heirat's und sie frisst er aus der Hand. Wer ich? Stasi heiraten? Ja. Da muss ja beim Teufel im Tando halten, gell? Na, lieber streiten uns so ins Jenseits hinüber. Ja. Also jetzt war es jetzt wirklich schlimmer wie die kleinen Kinder. Ja, komm, können wir lieber von was anderem reden, ha? Also gut. Weil, heute ist genau am Tag, also vor einem Monat, wo der Stefan bei uns eingestanden ist, gell? Was? Ja. Ist das schon wieder 4 Wochen her? Der fleißige, brave Bursch, gell? Ich hab dir nicht viel versprochen. Nein, hast mir wirklich nicht. Nee? Er ist wirklich ein braver und ein fleißiger Bursch. Ja. Ja. Ja, wenn er manchmal ein bisschen zu frech ist. Was? Ja, weil er halt gar nicht weiß, wie sich mir als Frau gegenüber benehmen muss. Moment, das tut nur das, was du angeschafft hast, gell? Nichts anderes. Ja, aber ein bisschen netter kann er ruhig sein. Ja, du hast aber deine Meinung gewaltig geändert, meine liebe Männer. Nein, weil ich halt gesehen habe, dass es doch noch brave, anständige Burschen gibt. Ja. Außer dir natürlich. Außer mir natürlich. Ich bin's wieder kehrt. Aber wahrscheinlich nur so lange, wie es ledig sind. In dem Moment, wo es verheiratet sind, sind es bestimmt alle miteinander wieder gleich. Darum heirate ich nicht. Warum soll ich mich denn heute ärgern? Nickel, heute habe ich einen Tag da, wo ich vor lauter Freude an jeden ins Gesicht lachen kann. Du, ja. Aber schaut mir, der kannst du nicht ins Gesicht lachen, wirklich. Nein. Du selber sagst, wir sollen von was anderem reden. Na ja, was ist? Hast du jetzt da einen Stefan, hä? Doch ein braver Bursch, hä? Also gut, ich bring dich auf andere Gedanken. Du gehst jetzt hinaus und holst mir den Stefan rein.
Ich sag's ihm, dass er da bleibt. Ja. Nein. Das sage ich mir schon selber. Das sagst du ihm selber? Jawohl. Gut. Aber nicht so krass spürst du dich, gell? Das ist ja besser. Ne? Also, Niki, deine Sorgen möchte ich haben. Meine Sorgen möchtest du haben? Ich darf dir nicht wünschen. Das ist ja Du kommst mir vor wie ein Stern, das droben am Himmel steht. Bei der Nacht tust so schön leichten, doch am Tag sich möld ich nicht. Du bist so schön wie eine Blume, das draußen im Garten blüht. Doch darf man's heut nicht brocken, weil sonst sei Farbe verliert. Wir dies Blumen im Garten, wir am Himmel die Stern. Genauso hab ich dich gern. Du schaust mich gar nicht an, was hab ich dir getan? Du weißt doch, dass ich dich mag. Du bist so kalt zu mir, gleich krieg ich Angst vor dir. Drum, Schatzel, hör, was ich dir sag. Du kommst mir vor wie ein Stern, das droben am Himmel steht. Bei der Nacht tust so schön leichten, doch am Tag sich möd ich nicht. Du bist so schön wie eine Blume, das draußen im Garten blüht. Doch darf man's heut nicht brocken, weil sonst sei Farbe verliert. Wir dies Blumen im Garten, wir am Himmel die Stern. Genauso hab ich dich gern. Du hast mir reinrufen lassen, Barin. Sag mal, kannst du nicht anklopfen, wenn du bei der Tür reinkommst? Das ist ja. Hast du mir reinrufen lassen, damit du mir das sagen kannst? Da hast aber ihr Mannsbrüder seid so gescheit. Wie ich die reinrufen ablassen da hab ich noch gar nicht wissen können, dass du nicht anklopfst. Auch richtig. Nimm doch Platz. Dankeschön. Siehst du, ich hab noch gar nicht gewusst, dass du auf deinem Hof so städtische Sitten einführen willst. Sonst hätte ich es natürlich zu respektieren gewusst. Was hast du da? Städtische Sitten einführen wirst. Bei uns ist das Anklopfen eingeführt seit eh und je. Ach so. Stasi? Hä? Sag mal, kannst denn du nicht anklopfen, wenn du bei der Tür reinkommst? Hä? Ja. Das Anklopfen ist eingeführt seit eh und je. Na gut. Wenn du das haben willst, dann klopfen wir ab halt an. Obwohl ich eigentlich gemeint hab, zu dir in Sturm kann man reinkommen, wann man mag. Weil da ich mich bei was Unrechten ertappen. Ich will es ganz einfach so haben und damit basta. Also, ich hab die reinrufen lassen, weil ich dir sagen wollte, ja, dass deine 4 Wochen Probezeit halt sind und dass ich recht zufrieden bin mit dir. Dankeschön. Ja, dass du da bleiben kannst. Obwohl mir mein Entschluss schon fast wieder leid tut. Weißt du halt gar nicht weißt, bis du mir als Frau gegenüber benehmen musst. Erstens mal hast du das nie haben wollen. Von Anfang an, wenn du dich recht erinnerst. Ja, und zweitens habe ich eigentlich noch nicht recht viel Frauliches bemerkt an dir, seitdem ich da auf dem Sternhof bin. Es fällt mir also völlig schwer, in dir ein Weib zu sehen. Und dann deine Drohung, dass du mich nicht halten willst.
Weil ich nicht so bin, wie du mich haben willst. Das schreckt mich schon gleich gar nicht. Ich hab 2 starke Arme und, wie ich glaube, einen hellen Kopf. Und mit dem komme ich eigentlich auch ohne Sternhof durch die Welt. Und auch ohne dein Wohlwollen. Komisch. Wie sich doch der Mensch ändern kann. Ich hab dich schon ganz anders reden, Herrn Stefan. Ich weiß gar nicht, wann es gewesen sein wird. Denk mal nach. Vielleicht fällt's dir ein, wann und wo das gewesen ist. Also ich komme mich auf nichts besinnen. Letztes Jahr auf Kirchweih war's. Kirchweih? Kirchweih. Also ich komme mich auf nichts besinnen. In Harding ist gewesen. Ich komme mich auf nichts besinnen. Ganz lieb hast du mit mir geredet. Das wird wohl ja anderer gewesen sein. Nein, das warst schon du. Oder glaubst, ich hab das vergessen, wer mir dieses Puzzle gegeben hat? Barin, das Erste, was du mir angeschafft hast, wie ich bei dir eingestanden bin, da am Sternhof, ich muss das Puzzle vergessen. Es war bloß eine Laune gewesen von dir. Ach, Spaß. Ich hab's vergessen, weil du mir angeschafft hast. Ich kann mich aber erinnern, dass du gesagt hast, das war auch bloß ein Spaß. Oder war das gelungen? Ich kann für ein Mannsbilder die Lieren nicht ausstehen. Barin, geh mir nicht an meine Ehe. Ach, du schau her. Bist recht hortlich mit deiner Ehe. Das imponiert mir. Danach frage ich nicht. Tja, leider. Sonst war's anders. Da schau her. Wie sollte denn sein? Lieber nicht und nicht so kratzbürstig. Da schau her. Ja, wenn man in den Wald einschreit, kennst du die Sprüche? Ich bin da also nicht recht, so wie ich bin. Na. Ja, Barin, dann ist gescheiter, wir gehen auseinander. Ich ändere mich nicht und du willst mich so nicht. Und woanders gibt's auch Fenster zum Nachschauen. Du bleibst. Du kannst arbeiten und solche Leute kann ich brauchen. Ja, aber das können andere ja. Ein guter Knecht lasst seinen Herrn nicht während der Ernte im Stich. Barin, glaub mir's. Es ist besser, wenn ich gehe. Na. Glaub's mir, Stefan. Es ist viel besser, wenn du bleibst. Ja, Barin, der Dachdecker hat gesagt, aber ich hinterstehe auch noch auf Decker soll oder aber. Mit dir? Kannst denn du nicht anklopfen, wenn's bei der Tür reinkommst? Was soll ich? Anklopfen? Jawohl! Ja, ich hab den noch nie angeklopft. Dann wird's ganz einfach ab Heid angeklopft. Ich wollte es ja so haben, dass in dem Haus mir ist doch wird, was ich sag. Anklopfen muss ich jetzt, ja, anklopfen. Jetzt meine ich, kenne ich mich aus, wenn ich klopfen muss. Was? Nickel. Ja? Nickel, du musst mir helfen. Ich weiß mir keinen Ausweg mehr. Was? Kein Ausweg? Warum? Was ist denn los? Nickel, ich weiß gar nicht, wie das der Song so ist. Es ist alles so dumm, so unsinnig dumm. Unsinnig dumm, ja du. Na, erzähl mir halt den Unsinn, vielleicht kann ich einen Sinn bringen. Hm? Nickel, ich muss fort vom Hof und zwar so schnell wie möglich. Warum ist jemand gestorben? Nein, das nicht. Schau, Nickel, wie ich hergekommen bin da auf den Sternhof. Ja? Da habe ich dir ein Versprechen gegeben. Und das Versprechen, das kann ich nicht halten und darum ist es besser, wenn ich gehe. Schon? Ja, was hast du mir dem versprochen? Hä? Ich hab dir versprochen, dass ich nie sehen werde, dass da nicht ein Bauer, sondern eine Bäuerin regiert und das Versprechen, das kann ich nicht halten und darum ist es besser, wenn ich gehe. Ah, da schon, ja. Hast du das auch schon gespannt, dass eine Bäuerin da herauf regiert? Was für lang dazu brauchst, Stefan? Nickel, bitte, jetzt halt mich nicht nur zum Narren. Jetzt begreifst halt endlich, ich bin in deine Bäuerin verliebt. Oh, na, was du nicht sagst. Ach, ich hab mich gewehrt gegen die Liebe vom ersten Augenblick an. Ich hab gemeint, ich kann's einsperren. Ja? Ich hab mich täuscht und
Und darum ist es besser, wenn ich gehe. Ich hätte kleine bleiben sollen, da wäre mir jetzt leichter ums Herz. Ja. Und du behauptest, du bist verliebt, du hast es gern. In der größten Ernte lass die Frau sitzen, die du so gern hast. He? Nickel, dann sag noch halt, was ich da soll. Ich weiß mir einfach keinen Ausweg mehr. Du weißt ja keinen Ausweg mehr. Ja, vielleicht kannst du mir noch Näheres erklären. Vielleicht kannst du mir ein Geständnis machen. Ja, schau. Soll ich die heiraten? Nein, das ist auch nichts. Schau, eins muss ich dir sagen, damit du eigentlich alles begreifst. Ja. Wie ich dir das gesagt habe, damals von der Salome. Ja? Ja, da habe ich nicht wissen können, dass mir die Salome Minuten später gegenübersteht. Was die Mina ist, die Salome? Oh, jetzt schluckt sie aber 13. Ja, siehst du, und jetzt weißt du, warum ich nicht da bleiben kann. Ja, das kann ich begreifen. Ah, sowas. Naja, aber du kannst doch jetzt die Frau nicht hocken lassen. Ja, bitte, dann sag mir halt, was ich tun soll. Ich, alter Depp, muss der junge Kerl wirklich sagen, was du tust. Ja, was denn? Also, dir hätte ich viel gescheiter geheißen. Also, weißt du, was ich da wenn ich du war? Was? Ich darf's packen am Hals. Nicht so, am Hals. Da ist packen und da die ein Buscheln aufhauen. Na, da die fragen, ob's mein Weib für mich und dann müssen die Kinder her, wie ein Ohrenpfeifer so groß. Was das soll ich machen? Ja, freilich. Ja, aber wenn's mich rausschmeißt. Mei, du bist noch immer wie Polizei erlaubt. Wie wirst du den rausschmeißen, wenn sie in die über beide Ohren verliebt ist? Nickel? Ja. Nickel, woher weißt denn du das? Ja, weil ich nicht so blind bin als wie du, weil mich meine Augen nicht trüb sind von der Liebe. Nickel, ich danke dir recht schön. Jetzt muss ich hinaus an die frische Luft, sonst reißt's mich da rein. Ja. Nickel, Was? du hast eigentlich recht. Ich bin immer wie Polizei erlaubt. Ja, das glaube ich das ja. Ja, weißt du, unser Herrgott hat schon einen großen Tiergarten. Aber du bist schon das größte Rindvieh. Das ist so. Jetzt Geld? Da schaukeln Sie, mein Herr. Hab ich nicht eine königliche Gestalt? Schau ich nicht aus wie die Pompadour? ja, aber mehr Bomben wie du. Keine Beleidigungen. Das vertrage ich nämlich nicht. Also, ich hol's nicht aus, ich muss raus. Halt! Sie bleiben. Nein, hey! Ein Schmarrn gehst und da bleiben tust und anschauen tust mir jetzt und sagst, ob ich's mit dieser Sommerkurs nicht aufnehmen kann. Na, wie schau ich aus? Wie du ausschaust. Wie die Miss Piggy aus der Muppet-Show. 14 Tage hab ich an diesem Fetzen hingenäht. Ja. Nur, dass ich dir imponiere. Du sagst mir jetzt sofort, was ich anziehen muss, dass er da endlich gefällt. Ja, circa Affengewand und komm als Orang-Utan. Lieber Herrgott im Himmel, warum hast du uns Frauen nicht erschaffen, wie du noch fit warst? Ja, da kann man direkt einen Eintritt verlangen. Niki, Ja? Niki, Was? ich darf gern mit dir was reden. Du darfst mit mir gern. Naja. Ja, was möchtest du mit mir reden? Hm? Ach, ich weiß nicht, wie du das sagen soll. Ja, Das ist so eine dumme Geschichte. dumme Geschichte. Dann verzeihst mir mal die dumme Geschichte vielleicht. Findet dir einen Ausweg, hm? Also pass auf. Ja. Nigel, du weißt, dass ich bis jetzt mit meinen Problemen immer nur fertig geworden bin. Ja. Aber jetzt
Jetzt weiß mir einfach kein Rat nimmer. Nikli, ich weiß nicht mehr, was ich da soll. Ich bitte dich, kannst du helfen? No, nicht drücken. Er druckt, du druckst. Dann nehmen wir einen Bauch auf der Druckerei. Also, Mina, du brauchst mir gar nichts sagen, ich weiß sowieso alles. Aber okay, woher willst denn du das wissen? Ja, weil ich nicht so dumm bin. Und weil ich dich gern hab. Und weil ich unseren Hof gern hab. Verliebt bist Mina, gell? Ja, Nikli. Ja? Ja, ich hab ihn gern. So gern, wie ich mein ganzes Leben lang noch keinen Menschen gehabt hab. Aber Nikli, da ist ganz einfach die Angst da. Ach, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor der Ehe, die Angst vor mir selber. Ach, Nikli, ich weiß halt einfach nicht mehr, was ich tun soll. Was du sollst. Die große, starke Mina weiß auf einmal nicht mehr, was du soll. Pass auf. Der Stefan ist doch ein fleißiger, braver Bursch. Und ihr werdet bestimmt glücklich miteinander. Nikli, ich glaub nicht mehr ans Glück. Oh, hör auf. Wer nicht mehr ans Glück glaubt, der hat aufgehört zum Leben, das sage ich dir. Ja, Freiheit. Ja, da ist jetzt der Stefan, jetzt könnt ihr euch gleich ausreden. Gell? Barin, ich war nachher fertig mit meiner Arbeit. Ich hätte bloß noch einiges zu besprechen mit dir, wegen morgen. Das hat doch noch Zeit bis morgen, oder nicht? Freilich, wie du meinst. Stefan. Was denn? Stefan, schau mal, wie schön der Mond heute scheint. Gerade so wie damals. Du bist halt auch die Gleiche, wie damals. Das muss scheinbar an der Nacht liegen. Mir kommt es so vor, als ob ich so eine Nacht schon mal erlebt hätte. Stefan. Und nicht allein erlebt hätte. Barin, ich glaube, es ist besser, du redest nicht davon. Du spielst mit dem Feuer. Gib Acht. Vor was denn? Vor was soll ich Acht geben, wo wir bloß so wenig glückliche Stunden haben in unserem Leben? Ja, Mina. Oh, Stefan. Mina! Du Barin, oh ja. Du packst heute noch deine Sachen und gehst. Oh, Mina. Mina, du schickst mich fort. Ja, heute noch. Weißt du, du schickst mich fort nach dem, was jetzt gewesen ist. Nicht nach dem, sondern genau wegen dem. Was? Wegen dem? Da schau her. Ein solcher bist du also. Ja, pfui Teufel. Was bist denn du für ein Mensch? Ja, hast denn du überhaupt kein Herz im Leib? Spielst bei mir, als wäre ich ein Holzbucken. Ein Hampelmann, wo man bloß am Schnürzen braucht. Und der hupft da so, wie du meinst. Du bist auch nicht anders als wir all die anderen, die vor dir da gewesen sind. Du hast mich doch eingefangen. Damals genauso wie heute. Und ich bin da brandneu getappt in die Fallen. Ich habe nicht wissen können in meiner Dummheit, dass es so schlechte Weiber gibt. Bitte, geh jetzt. Ja, ich geh schon. Ich möchte bloß noch eins sagen. Du hast gespielt mit mir. Gespielt wie die Katze mit der Maus. Aber genauso habe ich auch mit dir gespielt. Ja, am Anfang, da hast du mich blöd gemacht. So wie du alle blöd machst mit deiner schönen Larven. Aber ich bin da geschwind dahinter gekommen, was du für eine bist. Ein Luder bist du. Ein ganz gewöhnliches Luder. Ich bitte, geh endlich. Ja, ich bin schon fort.
Dir klang's vielleicht, mir noch lange nicht. Ja, mein lieber Sternhoferin, hast du gemeint, du brauchst bloß dein Netz auswerfen und die Zappe drin, wie du das gewohnt bist, von denen, die vor mir da waren. Aber ich bin da rausgekommen. Oder zumindest frei gemacht habe ich mich im rechten Augenblick. Und jetzt gehe ich. Morgen bin ich über alle Berge und übermorgen habe ich die vielleicht schon vergessen. Ich möchte also gar nicht in Unfrieden gehen von dir. Ich verzeih dir. Ja, ich, ein kleiner Knecht, verzeih der großen Sternhofbarin. Ich verzeih dir, weil es mir leid tust. Ein Mensch, der so ist wie du, der bleibt allein. Der bleibt allein sein ganzes Leben lang. Sag ihm Niklas, er soll mir einen Lohn noch schicken. Und jetzt fehlt ihn. Stefan! Ja, was ist, kann man schon gratulieren, ha? Hey, was ist denn, was hast du denn noch? Nix, es ist schon wieder gut. Wo ist denn der Stefan? Rausgeschmissen hab ich. Was rausgeschmissen hast du? Ja, warum denn? Weil er mir ein Puzzle gegeben hat. Ja, das macht doch nichts, was du doch so gern hast. Ich will aber nicht gern haben. Sag her, Männer. Was ist denn mal her zu mir und hol ich mal ganz ruhig zu, gell? Du bist nämlich der Meinung, der Stefan ist genau wie die anderen. Hast nur auf deinen Hof abgesehen. Da täuscht dich aber. Wie der Stefan das erste Mal in der Regelung ist, da hat er mir schon die Geschichte erzählt von der Salome und von der Kirchweihnacht in Harding. Nickel, das hat dir der Stefan alles gesagt? Ja, freilich. Und dass er die überall sucht und dass er die nicht vergessen kann. Und er hat noch gar nicht gewusst, wie du heißt, was du hast und wer du bist. Was sagst du jetzt? Nickel, ist das wirklich wahr? Freilich ist das wahr. Oh mein Nickel, dann kann dir noch alles gut werden. Ja, wenn du jetzt dumm bist, na schon. Oh mein Nickel, jetzt geht das Leben erst richtig auf. Ja. Stasi! Ja! Oh. Die Stimme meines Herrn. Stasi sagt zum Stefan, er soll bitte ganz schnell reinkommen zu mir. Das ist leider nicht möglich. Warum? Der ist gerade mit dem Abendzug fort. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Ausgerechnet heute hat dieser blöde Zug keine Verspätung. Jetzt rennst du schon 2 Stunden in der Stube umeinander. Redst nix und teilst nix. Dabei hättest du so viel Arbeit. Siehst nicht, dass ich arbeiten tue, hä? Beim Hin- und Herrennen wirst du schon was erreichen. Schau doch her, ich muss doch nachdenken. Da wird schon was rauskommen bei deinem Großhirn, bei deinem Winzigen. Du wirst schon sehen, dass ich das noch zusammenbringe, dass ich die Geschichte wieder ins Reine bringe, mit Stefan und mit der Bayerin. Ja. Bis jetzt hast du nur alles ins Unreine gebracht. Hm? Also das muss man dir ja lassen. Das hast du ja sauber hingekriegt. Das musst du dir nicht lassen, wirklich. Ja, ja. Du musst natürlich den Senf dazugeben. Wo du sowieso siehst, dass man in der Mistgramm hocken bis über die Torwaschel rauf, ne? Ist der jetzt wohler, weil wir wieder allein sind am Sternhof, hä? War der wohl so tüchtig, der Stefan, weil du ihn vertreiben hast müssen? Ja, ja. Ich sag's ja, ihr Mannsbrüder, alt wenn's wird's, dann wird's wieder deppert. Ja, ja. Ehrlich. Ich werde die Geschichte hinbergen, ja, ich bin schon zusammen. Mir wird schon was einfallen, ja? Lass mich nur nachdenken, mir muss was einfallen, ja. Ja, dann lass dir aber schnell was einfallen, gell? Du hast mich verjagst den Stefan und jetzt haben wir die ganze Arbeit wieder allein, du. Na ja, du musst ja reden, du musst ja reden mit dem ausschauen. Ja, wenn du beim Finstern ausschaust, dann fangen die Hund 3 Tage zum Bein an, jawohl. Und groß wie ein Schei. Also, Nickel, das nimmst du sofort zurück. Was, ich bin ja froh, dass ich es heraus habe, ja.
Außerdem musst ja du verschleiert zum Melken gehen, weil sonst Milchsauer wird von den Kühen, das weißt du. Also, ich bin sprachlos. Oh, lieber Gott, erhalte diesen Zustand. Und diesem Mann habe ich mein Leben hingegeben. Ja, das hättest du ruhig pointen können, jetzt gar nicht braucht. Und was hätte ich alles für gute Partien machen können? Fürsten und Grafen haben sich um mich gerissen. Ja. Jawohl, ein Graf ist einmal vor mir gekniet und hat flehentlich gebetet. Du sollst sofort hinausgehen, weil er sonst blind wird, ich weiß schon. Das wirst du immer wieder hören. Immer wieder, merkt er das. Bis ich den letzten Schnaufer geschnaufzert hab. Und wenn ich ausgeschnaufzert hab, dann erscheine ich dir als Gespenst. Was? Dann hast du's, ja. Ja, das tust ja du schon zu Lebzeiten. Und jetzt bist du mir frech, bist zu mir, mein Lieber. Na, kannst du was da nehmen, dann kriegst du mal 25 hinten auf, das geht so kracht. 25? Ja. Da gehören ein Leid dazu. Das wär Keine bestimmt Antwort. nicht, oder? Du schau mir auf! Spinnst du? Was? Das tut doch weh! Ja, das so ist ja. Warte aber. Und jetzt steh auf. Halt zuerst. Hand die Busse. Geh jetzt erst aber. Ah, Hand die Busse. So. Andrea. Geh jetzt Ja, erst. Andrea. Jetzt kannst du aufstehen. Hoch. Ei machen. Geh jetzt. Ei machen. Andere packen, ne? Ja. So. Jetzt gibt's mal Bussi. Geh jetzt. Auf Busse! Ja. Wenn du sagst, dass du den Kicken hast, kommst, dann lass du den ganzen Tag nicht mehr sehen, gell? Ja. Ja. Halt! Gerd! Stillgestanden. Was? Stillgestanden, hab ich gesagt. Hand an die Hosennaht. Bauch hinein und Brust raus. Jetzt wird's gravottisch. Schießel mir der Brust. Mehr hab ich nicht. So, und jetzt pass mir auf, jetzt sag ich noch was. Wenn du noch ein einziges Mal zu mir so frech bist, na kannst du was da liegen, gell? Na, jetzt reiß ich dich in der Luft und stickerweise fuhr dir an die Fisch. Na, am Fisch nicht, sonst verrecken soll ich. Hast du mich verstanden? Ja. Rühren. Du sollst die rühren. Ja, was soll ich denn noch alles? So, weggedreht. Hau ab. Halt, da geh her. Dieses Züchtigungsinstrument nimmst mit, damit du den Tag nicht vergisst. Jawohl, mein Also. Gebieter. Dieses Weib sagt nie mehr einen bösen Namen zu mir, mein Lieber. Ja, da hab ich Heimgleich. So was kommt nicht mehr in Frage. Und deswegen bist du doch ein großer Was Vergescher. bin ich? Was bin ich? Stasi, mach sofort auf. Ich bin ja nicht blöd. Du mach auf, ich weiß sonst nicht, was passiert. Ich weiß, was passiert, wenn ich aufmache. Darum lass ich zu. Stasi, mach auf, du Flammenwerfer, du Eulers. Mach sofort auf, sonst kannst du was da liegen. Ich sag das. Lang warte ich nicht mehr, aber da kannst du was da liegen. Sag mal, was ist denn da herin schon wieder los? Ja, pass mal, es ist mal nicht mehr so, Was dass... giegert's denn und gagert's denn du schon wieder rum? Was los ist, wo ich wissen? Gar nichts überhaupt. Moment einmal, habt ihr zwar vielleicht schon wieder gestritten? Gestritten, ich und Stasi, geh herauf. Auf den Pinscher. Ja, ich ist Bayern. Also doch. Na, warte. Stasi, da rein. Und du bleibst da. Geh doch her da. So, jetzt habe ich euch was zum Sagen, ihr zwei. Ich hab lang genug zugeschaut mit eurer Streiterei. Ich glaub, dass wir genug Arbeit hätten auf dem Hof, als wir das mal für so einen Schmarrn Zeit hätten. Ja, ich hab beide Nick, schau jetzt. Du horchst mir jetzt zu und du auch. Ich will auf meinem Hof keine Streiterei mehr. Hab
Habt's mir jetzt endlich verstanden? Riecht's euch da noch? Das kommt bloß, weil du immer mit dem Streiten anfängst, wer ich. Du fangst doch einmal an. Du fangst Du doch. streitst damit. Du bist die... Du. Habt ihr zwei vielleicht schon wieder gestritten? Stritten, wir zwei, wir haben uns ausgesehen. Ah ja, ja, wir haben es eben versöhnt. Ja. Versöhnt habt ihr Ja. ihr zwei. Also gut. So. Nimm die Wäsche, geh in die Küche aus. Mach da draußen deine Turnübungen weiter. Ich mach Erotik. Geh in den Stall, gell? Na, du gehst nicht in den Stall. Nicht in den Stall? Du sitzt dich daher, weil mit dir hab ich was zum Reden. Oi, oh, oi. Niki, Ja. weißt du, wo ich gerade herkomme? Na, wo kommst du denn gerade, ja? Vom Dorf komme ich gerade rauf. Vom Dorf? Schönes Dorf haben wir. Und weißt du, was man mir da erzählt hat? Im Dorf. Im Dorf? Haben sie da was erzählt? Ja, Na, weiß ich nicht. Was haben sie denn erzählt? dass Im man, Dorf? dass man einen Stefan vor ein paar Tagen gesehen hat. Stefan? Im Dorf? Ja. Ja. Und weißt du, was man mir noch erzählt hat? Ja, was die Leute uns erzählen haben. Was haben sie noch erzählt? Mit dir hat man gesehen, einen Stefan. Mit mir? Ein Stefan und ich. Im Dorf. Also pass mal auf. Dass du mit dem Knecht unter einer Decken steckst, das merke ich schon lang. Aber dass du mit ihm abgibst, obwohl ich ihn hinausgeschmissen hab, das ist schon wirklich ein starkes Stück. Ja. Ja, was das auch ist. Niki? Ja. Du sagst mir jetzt sofort, was du mit dem Stefan zum Reden gehabt hast. Im Dorf. Mit Stefan. Zum Ring gehabt. Ja, Der Stefan, mit dem Stefan habe ich geredet. Seinen Lohn habe ich ihm gebracht. Jawohl, seinen Lohn. sein Lohn. Ja. Und das muss hinter meinem Rücken passieren. Was? Moment einmal. Du hast doch mir erzählt, du hast ihm den Lohn mit der Post geschickt. Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Mit der Post. Ah ja, richtig, ja. Und die Post haben mir das Geld zurückgeschickt und dann hab sie wieder genommen. Hab nachher, Das ist doch nicht zu fassen. Weiß nicht gefunden. Niki, du sagst mir jetzt sofort, was du mit dem Stefan zum Reden gehabt hast. Also gut. Ich habe dem Stefan geschrieben, dass er herkommen soll. Was hast du geschrieben? Ja, dass er herkommen soll. Weißt du, wenn man runterläuft, das mit dem Gesicht, das wenn du am Fressen möchtest, ne? Na, sag mal, Niki, was hast denn du für einen Ton? Ton? Das ist genau der Ton, der dir gebührt. Weißt du, was du bist? Eine dumme Gans. Nickel! Jawohl, eine dumme Gans bist du. Hast den nettesten und besten und bravsten Burschen weit und breit gefunden. Geld brauchen du kannst, das hast du doch selber. Und auf den Hof ist er nicht scharf. Also drum habe ich ihm geschrieben, er soll herkommen. Das tut dir leid, dass du ihn ausgeschmissen hast. Was? Habe ich ihm geschrieben. Und dass du rumläufst wie der Gas, wenn es donnert, habe ich auch geschrieben. Was, das hast du alles geschrieben? Jawohl, der soll sofort herkommen und soll dich aus deiner Witwenschaft erlösen, weil es sonst spinnet wird. Nicht? Also weißt du, Niki, bis jetzt habe ich ja Achtung vor dir gehabt, weil du schon lang da auf dem Hof da bist und weil du mich schon kennt hast, wenn ich noch ein kleines Mädel war. Aber Niki, das, was du jetzt gemacht hast, das ist zu viel. Hm? Niki, du packst deine Sache und verlässt meinen Hof. Was? Was, du schmeißt mich hinaus? Jawohl. Bis jetzt bin alleweil ich noch der Herr da am Hof. So war's, so ist und so wird's alleweil bleiben. Ja, warum soll ich nicht noch hier an meine alten Tag? Das weiß doch ich nicht. Die Gemeinde, die wird sich schon kümmern um die. Gemeinde. Ausgerechnet Gemeinde. Na.
Da steht er ja, der aufgestellte Maustrick. Ja, Nete. Ja, was ist denn mit dir los? Hat's was gegeben? Ja, es hat was gegeben. Was ist denn los? Geh mal. Geh wohin? Ja, rausgeschmissen hat's mich halt. Was? Ja, Ja, und was soll jetzt werden? nein, was soll denn werden? Abschied müssen wir halt nicht mehr voneinander, ne? Nein, Nickel. Ich geh mit dir. Wo du bist, da gehört doch ich auch hin. Wir zwei gehören doch zusammen. Ja, Stasi. Ja, so kenne ich dich ja gar nicht. Ja, Mannsbilder kennt's uns Frauen noch lang nicht. Macht nix. Was kann man auch von unserem Prickelmannsbild schon verlangen? Ja, mein Stasi, dann werden wir halt heiraten müssen, ne? Heiraten? Ja. Ja, glaubst du, dass uns zwei noch jemand mag? Ich mein doch, wir zwei müssen heiraten. Was, wir zwei? Ja, das mag ich Ja, schon. du magst das? Ja, und wir? Ja. Sagt's mal, könnt ihr eure Liebesbezeichnungen nicht vielleicht bis zum Feierabend aufheben? Bayrini, ich bitte um meine Entlassung. Stasi? Stasi, du willst gehen? Ich gehör zum Nickel. Der braucht mich mehr als wie du. Wer soll denn jetzt ganz allein bleiben? Wer sein Herz verschließt, der wird allein bleiben, das ist mir nicht anders. Herr Stasi, ich kann dich nicht halten, wenn's gehen willst. Ich will ja nicht. Ich muss ja. Wer soll ihm denn sonst den Buckel bügeln? Sagt einmal, warum hat denn das alles so weit kommen müssen? Ja. Da schau her, ist jemand gestorben da auf dem Hof? Ja, das Stefan! Ja, ich bin schon. Was schaust du denn so dumm, Stasi? Ich schau immer so. Du hast ja seine Frechheit, dass du da noch her traust. Ich hab dich nicht rufen lassen. Nein? Ach, du hast mich nicht rufen lassen? Nein, Siehst du, ich hätte gemeint, ich hätte sowas leiten können. dann musst du verhört haben. Ich brauch nämlich keinen Gast, den ich nicht eingeladen hab. Du bist wie eh und je. Genauso hart, genauso launisch und genauso schön wie früher. Also, wenn's deshalb da hergekommen bist, dass du mir das sagst, den Weg hättest du da sparen können. Nein, ich wollte eigentlich was anderes mit dir besprechen. Schau, Bayern, ich hab mir gedacht, es ist eigentlich schon eine Zeit lang her und der Zorn wird sicher verraucht sein. Ich habe halt gemeint, ob ich nicht wieder als Knecht da arbeiten könnte. Ich war gern wieder da. Ach, da schau her. Daher weht also der Wind. Hat's dir doch gefallen bei mir? Oder hast vielleicht woanders keinen Platz nicht gekriegt? Hat sich schon rumgesprochen, was du für einer bist? Red noch weiter.
Ich höre das so gern zu. Nein, wir haben schon ausgeredet miteinander. Schade. Du gefällst mir so gut, wenn du so zornig bist. Du sag einmal, was hast denn du eigentlich für einen Ton? Du, den lassen wir vielleicht von einem Herrn nicht gefallen. Geschweige denn auch von einem Knecht. Du, bitte, so muss bleiben. Schau, so gefällst mir am besten. Tja, also jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Macht ja nichts, dann lasst halt mir hin. Ich hätte sowieso einiges zu besprechen mit dir. Wir haben schon ausgeredet miteinander. Oh, schau, Mena. Du, sag du nicht Mena zu mir. Ja, Herrschaftszeiten, soll ich vielleicht Sali sagen? Hey, du. Schrei mich vielleicht auch nicht so an, gell? Bin schon wieder ruhig, brauchst gar keine Angst haben. Schau, Barin, du kannst mir 10-mal die Tür weisen. Geh. Geh du, wann ich mag. Und selbst wenn ich jetzt gar nicht. Du darfst mir sowieso wieder zurückholen. Was? Da bleibt dann doch der Verstand stehen. Ich darf dich zurückholen. Ja? Dass ich nicht lache. Mir ist doch das ganz egal, ob du da bleibst oder ob du gehst. Ja? Ganz egal. Also gut. Fertig, gell? Moment. Lach nicht so. Ich weiß schon, was dir das Recht gibt, so mit mir zum Reden. Der Niki hat mir alles eingestanden. Ach, der Niki hat das schon alles gesagt. Ja, dann können wir zwar viel besser reden miteinander. Nein, wir zwei haben ausgeredet miteinander. Und damit du es weißt, wie ich das Ganze erfahren habe vom Niki, da habe ich am gleichen Dienst aufgesagt. Was, du hast dem Niki einen Dienst aufgesagt? Jawohl. Wer Lügen über mich verbreitet, der fliegt. Und dass du das weißt, die Stasi geht auch gleich mit. Ja, da schau her. Ja, das wird lustig. Ja, da muss ich schon ein paar Mal kommen und muss dazuschauen beim Arbeiten. Wenn du so alles allein machst, im Haus, im Hof, in der Küche, im Scheu, am Feld, ich weiß es noch einen Haufen. Ja, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Tja. Naja, dann werde ich es doch noch mal mit dir probieren. Für kurze Zeit. Mach das, Barin. Für kurze Zeit. Ja, abgesehen davon, lang hätte ich sowieso nicht Zeit, dass ich bei dir da als Knecht war. So? Ja, ich heirate nämlich. Du heiratst? Ja. Ja, so um Martini rum. Heuer noch? Ja, heuer noch. Weißt du, ich kann's gar nicht erwarten, bis ich endlich einmal meinen Schatz in meinen Arm nehmen darf. Ist sie sauber? Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet, wir zwei. Ah ja, richtig. Da haben wir ja schon mal geredet. Hat's vielleicht der Geld auch schon? Einen ganzen Haufen. Ja, aber ich nehme jetzt auch, wenn's arm war, wie eine Kirchenmaus. Hat's einen Hof auch schon? Ja, ungefähr so groß, wie der deine ist. Und ist groß oder klein? Wie der Hof? Sieh mal nicht, ob sie groß ist oder klein. Ja, sie dürfen ungefähr dein größer haben. Und dein Gestei. Du lass du mein Gestei aus dem Spiel, das kennst du nicht. Entschuldige, so war es natürlich nicht gemeint. Naja, Stefan, dann bist du sicher recht verliebt in sie. Ja. Wie ein kleiner Bub. Ich wünsche dir recht viel Glück. Dankeschön. Das wäre ganz bestimmt. Und ihr wollt jetzt gehen? Ein Ausgeschmissen hat nichts verloren mehr, da herinnen. Nickel, so war es ja eigentlich gar nicht gemeint. So wird's aber ausgeführt. Merkt du deine Kirche und führt deine Sei selber. Vielleicht vergeht er dann vor lauter Müdigkeit dein böses Maul. Nein, Stasi. So redet man doch nicht. Savoir.
Hey, ihr zwei bleibt's natürlich da. Was? Ihr könnt's mich doch nicht im Stich lassen, oder? Ja, das verstehe ich nicht. Ja, da bleiben tue ich wieder. Ja, Ja, der Stefan bleibt für kurze Zeit wieder da auf dem Hof. Was, der Stefan bleibt? Ja. Du bleibst. Ja, ich bleib und ihr zwei natürlich ja. ja, wenn ich darf. Aber natürlich. Was heißt, wenn's darfst? Wenn der Stefan bleibt, dann musst. Ja. Aber dann ist ja wieder nichts mit dem Heiraten. So kriegst du mich schon, ja. Wirklich? Ja, ja. Nee. Nicht verpassen, sonst bist du schon wieder Witwe. Und du, Stefan? Was? Kaum bist du da auf dem Hof, tust schon, als wie wenn's dein eigener war. Ja, das darfst man nicht übel nehmen, Bayerin, aber schau, arbeiten muss schließlich ich. Und mit wem ich zusammenarbeite, das musst du schon mir überlassen. So, und jetzt geht's hinaus und packt eure 7 Zwetschgen wieder aus. Ich hab bloß 6, ja. Also, heute komm, gehen wir. Komm, mein Torero. Ja, Stefan, wir zwei, wir hätten ja dann auch alles ausgeredet. Ja, doch, wir haben eigentlich ausgeredet. Ja. Herr Bayerin, Ja. eine Bitte hätte ich an dich. Wenn ich es erfüllen kann, ja. Ich hätte dich halt gern gebeten, ob ich nicht meine Hochzeit bei dir am Sternhof feiern darf. Was? Was? Nach dem, was gewesen ist, da willst du tatsächlich deine Braut noch daher bringen? Also, das ist nicht notwendig. Was, die ist schon da. Was ist die? Ja, die ist schon da. Und ich soll bei der Hochzeit auch noch dabei sein? Ja, freilich. Ja, ohne die ging's ja gar nicht. Wieso? Aber weil du meine Braut bist, Mina. Stefan. Wenn mich jemand gern mag, sagt der Steffel zu mir. Steffi. Lieber Gott, mach das jetzt beieinander bleiben.